Wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich bei Jesus um einen König. Ein König, der zu Unrecht verurteilt wird. Ein König, der leiden muss. Ein König, dessen Identität als König aberkannt wurde. Und der ans Kreuz genagelt wurde. Diese Identität als König, die ist sehr zentral in der ganzen Passionsgeschichte. Nicht zuletzt war das der Hauptanklagepunkt, den die Juden vor den Römern darlegten. Denn sie wussten, die Römer werden das sicher nicht akzeptieren, dass da einer sich als König aufspielt. Und dann war Jesus bei Pilatus und da lesen wir, Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König. Und Jesus bestätigte, du sagst es, ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt Wahrheit zu bringen. Und wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Ich möchte das Thema aufgreifen und auch bei dir. Unsere Identität als Königskinder, unsere Identität, die wir in Jesus Christus haben, ist so oft umkämpft. Und Jesus ging es nicht anders. Seine Identität, ist er der König oder nicht, war so krass umkämpft. Und nicht nur von der religiösen Seite her, von der jüdischen Seite kam krasse Gegenwehr, aber auch von der weltlichen Seite, von den Römern kam Gegenwehr. Denn wir lesen nachher, einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Prätorium und sie riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Sie wollten ihn verspotten. Aha, du sagst, du seist ein König. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen. Und sie setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie nieder und verhöhnten ihn und grölten, sei gegrüßt, du König der Juden. Wie oft spüren wir das auch, dass ein Kampf da ist über unsere Identität, so wie das auch bei Jesus war. Er wurde verspottet, okay, du bist also ein König, okay. Und er hat gelitten für seine Identität, dass er ein König eines Reiches war, das nicht von dieser Welt ist. Und dann aber schlussendlich haben sie ihn ans Kreuz gehängt. Und was haben sie über dem Kreuz hingeschrieben? Inri, das bedeutet Jesus von Nazareth, der König der Juden. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild brachten sie an über diesem Kreuz. Und ich möchte das ganz bewusst gemeinsam anschauen. Jesus hat gelitten und hat nicht interveniert, weil er wusste, meine Identität, das, was ich tue, das, was mir Sinn gibt, das, was mir Bedeutung gibt, diesen ganzen Weg, ist größer als alles, was jetzt sichtbar ist, als alles, was die Menschen um mich herum jetzt sagen. Und das, glaube ich auch, das ist, weil Jesus da treu drin war, hat Jesus am Ende auch, wurde Jesus auch erhöht und ist heute noch der König für alle Ewigkeit. Und darum möchten wir das heute gemeinsam, möchte ich das mit dir annehmen über deinem Leben. Wo du selber immer wieder auch spürst, dass Stimmen dich klein machen, dass Stimmen dich davon abhalten, in deine göttliche Identität zu kommen. Wo du verhöhnt wirst vielleicht auch, dass du gläubig bist. Und es ist immer das Gleiche, es sind religiöse Stimmen, aber auch weltliche Stimmen, die dir sagen, du bist zu wenig gut, was willst du mit deinem Glauben? Und heute möchten wir Stand einnehmen und sagen, ja, Jesus wurde auch verhöhnt. Jesus wollte man auch klein machen. Aber er hat nicht losgelassen. Und darum, Jesus, bringen wir heute all diese Anklage, die auch auf unser Herz immer wieder trifft.
All diese Worte, die uns verletzen in unserem Herzen. Und überall, Jesus, wo wir spüren, da ist wie eine Schmach wird auch auf uns gelegt, Jesus. Da werden wir niedergedrückt in unserer Identität als Kinder Gottes. Wir legen das heute ab bei dir beim Kreuz. Und Jesus, wir sagen, du bist der König, du bist der wahre König für immer. Und wir sind Teil von deinem Königreich und wir nehmen das heute an. Und wir sind alles, was wir sind, weil du uns geliebt hast, weil du uns mit reingenommen hast in dein Königreich. Und davon leben wir. Und jetzt möchte ich dich auffordern, aufzustehen und deine Hände zu heben und wir werden Jesus gemeinsam anbeten als den König, der er ist, für alle Ewigkeit. Und unsere Identität kommt nicht daraus, dass wir uns groß machen, sondern dass wir unseren König, zu dem wir gehören, ehren und groß machen. Er ist wahrlich Gottes Sohn. Er ist wahrlich unser König für alle Ewigkeit. Komm, sing und bete an mit uns gemeinsam. Jesus, wir beten dich an, du unser König. Jesus, wir beten dich an, gerade weil du treu warst in allem drin, gerade weil du den ganzen Weg gegangen bist, gehört dir auch der Königsthron in unserem Leben, in unserem Herz. Und wir krönen dich heute einmal mehr als König über unserem Leben. Amen. Amen. Jesus, unser König. So kraftvoll, dass du das mit uns gemacht hast. Wir sehen uns bald wieder und gehen gemeinsam den nächsten Schritt im Passionsweg.